Salut! Und herzlich willkommen bei Loxplay. Weißt du, was wir wirklich schon lange nicht mehr hatten? Pizza. Nee, da doch, mir nee. Videospieltaschen nicht gesehen. Spieler. Genau. Mit Detroit Become Human hat das Studio Quantic Dreams hier Vision von der Zukunft auf die Spieler losgelassen. Und ob die nicht schon so ein bisschen angerascht ist, die froh wird sich testerfähig gestaltet. Heute präsentieren wir euch ein Spiel, das mir extrem Herz leidet, und zwar Detroit Become Human. Wie Mido und den Danilo schon angeteased haben, ist das Spiel vom französischen Entwicklerstudio Quantic Dreams und aus 2018 auf den Markt gekommen. Der Regisseur vom Spiel ist ein umstrittenen, aber genauso bekannten David Cage, den auch Regie bei Spielen wie Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two Souls gefordert hat. Detroit Become Human spielt, wie der Name verrät, an der Stadt Detroit. Wir haben Jahr 2038, die Menschheit hat es gepackt und Technologie ist endlich so weit, dass Androiden können genutzt gehen. Androiden, die nicht nur wie Menschen ausgesehen, aber auch so klingen, sich bewegen und beholen wie wir. Erschaffen, für uns am Alltag in den Arm zu greifen und den ein oder anderen mehr unbelebten Beruf zu überholen. Das kann nicht gut ausgehen. Was denkt ihr? Dir spielt 3 verschiedene Storien von 3 verschiedenen Androiden. Der Connor, den Detektiv, Marcus, Sommer der Butler und Kara die Hausfrau. My name is Kara. 3 unterschiedliche Ausgangssituationen, die man den auch genau gesagt, was an Detroit für sich geht. Vielleicht seht ihr einen Staat ganz nah für um Innergehen, vielleicht einen Staat mit erfolgreichem Fortschritt, als Zukunft, das Schicksal von Detroit leider in Ehrenhand. All Decisionen, die ihr trefft, verändert den Lauf von ihrer Geschichte. Bei Detroit kann all kleine Entscheidungen eine große Konsequenz mit sich tragen. Die werden auf Probe gestaltet gehen. Tausende von Entscheidungen, 101 Endings. Du geht ein Kehr durchspielen, definitiv nicht durch. Das Spiel ist ein Narrativspiel mit Multiple Choices. Das heißt, ihr lebt rundherum, hat viele Konversationen, muss Quicktime-Events meistern, aber wie schon erwähnt, Entscheidungen treffen. Da man dann den Überblick hat, wer an Decisionen die schon getroffen hat nur all Kapitel dann orientiert. Da seid ihr dann genau, wer eine Decision zu wat gefordert hat, und wie viele verschiedene Wege an Endings es gehen für das jeweilige Kapitel. Mega cool, ne? Das alles ist verpackt an einer wunderschönen Grafik mit einem mega interessanten Setting und bekannten Gesichtern. An, wo das er erkannt? Musik und natürlich eine Geschichte, die besser nicht hat könnte geschrieben sein, möchte das Spiel einfach, ich kann es nicht anders das sagen, mit möchte einfach zu einem Meisterwerk. Detroit ist ein von den besten Spielern, die ich je gespielt habe. Emotionen, so viel schwere Entscheidungen, die ihn ungelohnt wirklich zum Nachdenken animieren. Und das ist genau die Message von dem Spiel. Verschiedene Szenen sind vielleicht ein bisschen theatralisch durchgestaltet, mit meiner Meinung nur genau auf den Punkt. Soll ich nur denken, sich vorstellen, und vielleicht das ein oder andere, was am Spiel geschieht, noch frohen. Dadurch, das Spiel dann auch wirklich fantastisch ausgesehen, viel lebt am Detailstich und Charaktere so lieblich sind, möchte einfach nicht mehr Fried, seine Zeit damit umzukriegen. Ich habe wahrscheinlich schon gefühlt 20 Mal das Spiel durchgespielt und bei all den Endings werde ich es auch noch ein paar Mal machen. So, hallo, habe ich genug davon erzählt? Überzeuge ich einfach selber und macht er ganz persönlich Reis an Zukunft. Die werdet sicher nicht bereuen. Mir sind die Androids zum Schluss von Menger Geschichte richtig und Herz geworden. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom.
Lo reise mehr nach viel mehr an Vergangenheit. Genau, am Jahr 2000 ass mat Star Wars Jedi Power Battles so kleine Nischentitel rauskommen, den awer eng net manner bedeutend Fanbase huet. Wir verroden lo, ob der Remaster wirklich sein Credits der Wert ist. Dir werd se Video liken. Dir werd se Danilo. Video liken. Hallo? Du hältst op net sonst so palen. Dir werd Hallo? se Video liken. Danilo, Dir werd hallo? se Video liken. Hallo? Dir werd se Video liken. Lo könnte beitragen. Also leif Leiit. Ech wost net op der et wost. Mee et gouf tatsächlich mo eng Zeit, do hu Star Wars Spiel an alle Farbener Formen existiert. Zum most Prequel-Trilogie als regelrecht verwinnt gehen mat Spieler, an huet nieef Klassiker wie de Battlefront-Spieler eben de Star Wars Jedi Power Battles herfirbrot. Am Joar 2000 ass d'Spiel fir PlayStation 1 a später fir den Dreamcast rauskom. Lo ass et den aktuellste Remaster vun Aspire, Di mittlerweile als de Star Wars Remaster Studio bekannt sinn. Mee, ob dat Spiel gut gealtert ass, Aspire sech mo e bësse méi gin huet, an op Leiit endlech ophalen de Star Wars Episode 1 ze heiten, dat zeimals Lobtlung. Star Wars Jedi Power Battles as e klasseschen Beat'em-up mat Plattforming-Sequenzen. Der Tee steh schnetzel ihr durch Geigermasse für Punkten zu sammeln und versucht mat Power-Ups voll gepumpt ihr nach mir krass zu machen. Dabei gëtt zum Beispiel dat Liewen total regeneriert oder Laserschwert gëtt wieso losen. Et Laserschwert gëtt verlängert. So, du mat der Haut der Gegner besser treffen könnt. Hey du, jungen Jedi. Was leidt dir am Herz? Ich weiß auch nicht. Schön am Rotlichtmilieu von Coruscant, Pacific, die ich muss bekämpfen, aber ich krieg nicht hin. Mein Laserschwert ist einfach nicht lang genug. Ich komme nicht drun. Du hast ja genau die richtige Lesung für dich. Ja, was dann? Mit Skillpoint extra groß. Kannst auch du der Laserschwert verlängern. Okay. Oh yeah! Bei den Plattformsequenzen muss der halt, ja, wie du nimmer seht, iwwer verschiedene Hindernisse sprangen an dabei am besten net drauffallen. Wat allerdings durch die dachverstöpste Steuerung an dem Geballers von der Gegner halt zum gut nicht so einfach ist. Der Schwierigkeitsgrad als ob Jedi Knight auch nicht so ohne, do rekommandieren es definitiv mal ob einfach zu starten, für aber ein gewisse Feeling für das Spiel zu kreieren. Wie der wahrscheinlich schon gemerkt hat, basiert das Spiel um Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, also könnt ihr so ziemlich als Band alles für Charakterspiele, wo am Film dran ist. Das geht von den Helden wie dem Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn oder Mace Windu, bis bei die Base wie den Darth Maul oder Kampfdruiden. Und noch, da muss ich sagen, also, ein bisschen mi flink könnten sich die Charaktere schon steuern. Ich meine, dass ein Kampfdruid oder ein Mensch wie der Captain Panaka träge sind, das möchte Sinn. Das ist cool, kommt schon mal da klar. Me da sind Jedi sich vier um Kampf sich gefilden All-You-Can-Eat-Chicken-Wings-Marathon beim Coyote gönnt. So dass sie nach gut Panz voll wird, ja so das. Not the Jedi way. Allgemein muss ich sagen, dass ich das Gameplay als mi zackisch und mi flott an Erinnerung hat. Ja, ich sehe so ja, ich schon Spiel als Kant gespielt, kein weiter froh mir wann schlift. Et merkt den halt schon dem Spiel sein Alter un, und ich hab mir für allem do gewünscht, dass Aspire do mehr ging umpassen. Okay, immerhin könnt auch Blasterschüsse zurückprallen lassen. Jupp, das ist keine Erfindung für den Karl Casti-Spieler. Die hat auch alternativ Spielmodi wie Survival Mode, ein Level, wo du als Droidiker dir von ordentlich Sau rauslassen, und ein Kurs, wo absoluten totale fucking Bullshit ist und nicht verdient wird, als zum Jar Jar Binks eine verfickte Prostata-Innersichung zu verändern. Wow, lo weiß ich schon, wieso ich kein Retro-Reviewer bin. Eier ein Couch-Koop, wo du entweder zu summen oder gegen den Näcken spielen, ist auch mal dabei mehr. Boah, ey, die fucking Kurs! Storytechnisch gëtt halt Geschichte von Episode 1 nur erzählt,
Allerdings außer dem Intro so ziemlich ohne Kontext. Schwenge klar, all Level fängt man engem, zum Beispiel beschützen Jar Jar Binks oder Red Queen Amidala an. Wenn der Film allerdings nicht gesehen wird, bon. Und deshalb bleibt mal, hallo, stopp das Video, mach es Star Wars Marathon und kommen zurück. Wird absolut kein Plan, was lebt, dann wieso sich da Leute mit Rave-Stangen zerfachen, ja, das erklärt das Spiel dann noch nicht. Von den Locations hier hat all die wichtigen Momente aus dem Film an den Original-Soundtrack lässt das Star Wars-Feeling rüberkommen. Star Wars Jedi Power Battles as am Mengen an leider net gut angehen. Sicherlich, das nicht das Allerschrecklichste von der Welt, ich meine, wir sind weit von einem Superman 64 wäsch. Aber ich fand, es muss ich schon gut Geduld mal darauf bringen, wann den dat will neu entdecken oder eben nur wollen. Ich habe doch den einen und anderen Bug, aber leider wird für mich Aspire dat gemäht, was sie immer machen. Wir polieren immer ganz ein bisschen an, voilà, so wann schläft. Das von Anfang gut alles freigeschaltet ist, ermöglicht engem op manste Mod alles direkt können zu gesehen, an ab Level 1 als Darth Maul zu düsen. Immerhin könnt ihr dann die nicht wissen belehren, erweise was für ein Hardcore-Gamer ihr seht. Ich suggeriere nicht. Versprach. Das war mal ein falsch. Film siehst du es. Wir sind in der Vergangenheit gereist, wir sind in der Zukunft gereist. Hallo an der Gegend war sie dir gefreut. Genau, da macht man nämlich weiterhin so Episoden können rausbringen, wo wir über Kamelle schwätzen, braucht man schon eine clevere Nummer. Demnächst wird der Post kommen und da könnt ihr voten. Und nicht demnächst, mehr lo, könnt ihr sagen, ciao. Ja, was? Ja? Der passt doch sicher gern. Den Yeah. Bait hast du geschleckt. Geschleckt. I'm not used to this in these quarters. Ja, ich probiere noch bestimmt. Den A, bitte. Ne? Oh, fuck. Gut gemacht. Bescheuert. Wie das eine Konvention hören. Okay. Fair enough, fair enough, fair enough.